Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Alter, meine Stimme, die ist dann so erotisch. Ich bin verkältet, es tut mir leid, ich bin am Big Air Chur gsi und es hat 2 Tage lang einfach komplett durchgeregnet. Darum bin ich jetzt keine sick, aber also ja, verkältet. Verkältet ist für mich so das Ding von, man ist krank, aber man ist ja nicht komplett krank. Also man meldet sich ja nicht krank, aber man ist gleich krank. Es ist weird. Darum, meine Stimme ist weg, meine Lippen sind absolut trocken. Und ich tue alle 5 Minuten Labello schmieren. Der steht ist schön da vorne. Und ich habe mir jetzt auch noch einen Tee gemacht. Darum, es wird so ein bisschen eine sicke Podcast-Folge mit einer geilen Stimme. Aber ja, falls ihr gerade die chillt, dann macht euch auch einen Tee. Tee trinken ist immer gesund, kann man immer machen. Ich habe jetzt dann so einen Kamillentee. Ich nehme schon einen Schluck, einfach so für den ASMR, oder? Das ist scheiß Löffel. Ich kann nur eine Hand. Jetzt habe ich einen gesäulet. Scheiße. Oh, geil, er ist schon halb kalt, so lauwarm, ekelhaft. Ja, ist jetzt nicht so befriedigend gewesen, sage ich ehrlich. Aber für die gerade das Video schauen, Friends, fällt euch etwas auf. Seht ihr den Hintergrund? Der Hintergrund, der hat eine ganz grosse Bedeutung. Ich glaube, für die jetzt die letzten Podcast-Folgen gelost haben oder mich auf Social Media verfolgt haben, für die ist es jetzt keine grosse Überraschung. Aber vielleicht gleich mal nice zum sehen. Ich bin... Oh, das müssen wir echt voll zelebrieren, Alter. Das ist die allererste Podcast-Folge in meiner eigenen Wohnung. Also ja, mit dem Can zusammen, meinem Boyfriend. Aber meine erste Wohnung. Und es ist so crazy. Oh, ich habe mich so gefreut auf den Moment, wo ich meine erste Podcast-Folge aufnehmen kann. Und ja, jetzt ist es einfach so weit. Und wir haben jetzt halt wie lange sind wir schon da rein? 2 Wochen? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber wir haben jetzt heute sind wir in der Ikea und haben das erste Mal so richtige Sachen gekauft. Weil vorher haben wir halt, also wenn wir etwas gekauft haben, dann irgendwie so WC-Papier oder so. Und sonst haben wir halt nur die Möbel vom Can schon gehabt. Ja, wirklich nur vom Can. Sonst eigentlich nichts. Und jetzt hat das erste Mal, habe ich das Gefühl, so ein bisschen einfach ein Vibe. Also ich sehe jetzt einfach eine Ecke, das ist gefühlt die einzige Ecke, wo bis jetzt richtig Vibe ist in unserer Wohnung. Der Rest, also wir haben noch nicht mal einen Esstisch, wir haben noch nicht mal einen Kleiderschrank für unsere Kleider, es steht alles noch rum in so Taschen. Wir haben noch kein Bettgerüst, wir haben einfach eine Matratze am Boden. Und ja, wir haben noch sehr viel vor uns auf jeden Fall, aber es war einfach schon mal geil gewesen. Ich schwöre, es ist so ein geiler Vibe. Ähm, mit seinem Boyfriend oder allgemein mit seinem Partner, Partnerin in die Ikea gehen. Also das haben wir früher, wir sind jetzt schon 5 Jahre zusammen, wir sind mega oft schon zusammen in der Ikea gewesen, haben wir immer so das Ding gemacht von, falls wir mal werden zusammenziehen, was fändest du nice, was ist dein Vibe? Und das haben wir wirklich jedes Mal immer gemacht, bei jedem Zimmer haben wir immer so wirklich das Spiel angefangen, so sagen, was wir nice finden, was wir nicht nice finden. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl gehabt, wir haben einen unterschiedlichen Vibe. Ich glaube, ich habe es jetzt für die letzte Podcast-Folge gesagt. Und wir haben auf jeden Fall auch beide einen Kompromiss eingehen. Aber es ist ähnlicher, als wir gedacht haben. So. Und jetzt zum Schlusspunkt gekommen. Wir sind heute das erste Mal in der IKEA, wo wirklich der Entscheidungsmoment kam, ist von «Hey, was wollen wir für unsere Wohnung?» Und es ist so voll, I don't know, so emotional gewesen. Also nein, also es ist nicht, wir wollen da nicht übertreiben. Aber es ist einfach so, wir haben einfach so darüber geredet, Alter, crazy, wie oft wir einfach in dieser scheiß IKEA schon sind und immer so Sachen geredet haben, so provisorisch. Und jetzt erstmal geht es da, ist da eine ernste Sache. Und wenn wir uns über ernste Fragen auseinandersetzen, was wir jetzt wollen und was nicht. Aber es ist wirklich, es macht so Spass. Es ist wirklich, als hätte man so einen leeren Raum, also haben wir ja wie so ein Lego-Raum, wo man kannst etwas zusammenbauen und einfüllen, so wie du es willst und wie du es möchtest und alles. Und es ist so geil. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir so, also Pflanzen, auf jeden Fall auf die Eins. Ich sehe nicht da schon im Hintergrund. Eins der Pflanzen, die sind basically alle vom Can, weil er hat auch einen grünen Daumen. Ich schwöre, ich habe so keinen grünen Daumen. Die einzige Pflanze, die ich in meinem Zimmer hatte, das sind Kakteen und die sind alle abgestorben. Das ist so schlimm. Ja, darum wird wahrscheinlich auch der Can weiterhin schauen. Aber er macht es recht gut. Auch von meiner Mom, vor so 2 Jahren oder so, hat er so einen Eukalyptus. Das ist so eine Pflanze, ja, halt eine Pflanze einfach, für die keine Ahnung was ist. Es ist nicht so wichtig. Es ist so mit diesen grossen Blättern, falls ihr es googlen wollt, Eukalyptus. Hat meine Mom, nein, es ist ein Jahr her nur.
Juni, ja, ist ja scheißegal, hat sie ihm so eine kleine Pflanze geschenkt, so eine ganz frische Eukalyptus. Der kommt jetzt gefühlt an die Decke und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber es ist irgendwie im Menschen möglich gewesen. Und ich finde es geil, weil ich finde Pflanzen eigentlich mega schön. Ich finde es eigentlich auch schöner als Fake-Pflanzen, aber ich habe wirklich keinen grünen Daumen, darum Jackpot, dass der Can einen grünen Daumen hat. Ja, voll. So, wenn man so ein bisschen einrichtet, dann grundsätzlich so ein bisschen mit weißen Möbeln, aber irgendwie auch so ein bisschen Holzmöbel. Ähm, voll. Mein Vibe ist eher der weiße Möbel, sein Vibe ist eher der Brocki Holzmöbel und wir haben jetzt eine ganz gute Mischung gefunden. Ja, halt mit diesen grünen Tönen von der Pflanze und sonst mit Blautönen. Da sehen wir so ein blaues Küssi, das ist auch schon mal da auf der Couch. So, ja, voll so, wenn man es ein bisschen einrichten. Und es ist auch so cool, es ist auch geil, wie man so, zum Beispiel heute, das muss ich jetzt ganz schnell erzählen, seht ihr die Lampe hinter mir? Ah, die ist so schön, das ist so schön. Und heute haben wir einen richtigen Magic Moment gehabt, weil wir beide die Lampe gesehen haben und gesagt, oh mein Gott, die ist so schön. Oh mein Gott. Und wirklich so, beide haben sie so 10 von 10 gefunden. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Darum, die hat einfach schon mal fix mit müssen. Die ist so schön. Und es gibt von denen, es tut mir so leid, es ist so voll der Wohnungstag. Ich komme nachher schon noch zum ersten Tag. Aber es gibt auch noch so Mini-Lampen von denen fürs Nachttischli. Ah. Ja, ich sehe, ich bin hyped. Auf jeden Fall eben, es ist jetzt etwa erst ein Zehntel von all dem, was wir kaufen. Erst gekauft wurde und der richtig teure Scheiß wie eben, keine Ahnung, Schrank, Bett, Stühle, Tisch und all der Scheiß. Wir brauchen sogar noch einen Tisch in der Küche. Also es wird auf jeden Fall noch fucking teuer. Ich habe jetzt schon, also wie viel haben wir ausgegeben? 700 Stutz für alles Mögliche. Ja, darum, ausziehen ist fucking teuer. Ich habe übrigens ja noch auf Insta habe ich so ein bisschen gefragt, was ihr für Podcast-Themen wünscht. Und es sind sehr viele Wohnungsthemen, also so wie es ausziehen, mit dem Partner zusammenziehen, das erste Mal ausziehen, einfach allgemein so ein bisschen so Sachen sind aufgekommen und auch so mit dem Char wieder mal eine Podcast-Folge machen. Darum, das wird wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die nächste Podcast-Folge, wo ich über alles, also wo wir zusammen mit dem Can über all das reden, wie es ist, dass wir jetzt zusammen ausgezogen sind, wie wir dazu gekommen sind, was sind so die Schwierigkeiten, das erstmal ausziehen. Vor allem, es ist ein bisschen unterschiedlich für uns, weil für mich ist es wirklich so das Ausziehen von die also ich bin nicht komplett ausgezogen, aber ja. Und er ist halt schon, ich glaube, das 25. Mal ist für ihn, wo er jetzt gezügelt ist. Darum, er ist ein bisschen Zigeuner da. Nein, Spaß. Aber ja, er hat auf jeden Fall ganz andere Storys zu erzählen. Und es ist für ihn auf jeden Fall das erste Mal mit seiner Partnerin zusammenzuziehen. Ja, vorher hat er entweder bei der Familie gewohnt oder in WGs oder sonst irgendwie, aber auf jeden Fall noch nie mit seiner Partnerin. Und es ist ja in dem Sinn schon auch WG, aber irgendwie auch nicht. Das ist schon was anderes. Ja, darum ich bin sehr gespannt, was er dann noch so ein bisschen zu erzählen hat. Ja, das wird auf jeden Fall so ein bisschen die nächste Folge. Ähm, aber er hat basically jetzt einfach, glaube ich, Kopfweh. Also ich glaube, er ist sogar schon am Pennen. Es ist ja mega spät wieder. Ich weiß nicht, warum ich meine Podcast-Folge eben so spät aufnehme. Aber ich finde es auch irgendwie ein geiler Vibe. Stellt euch vor, es ist jetzt so 8 Uhr am Morgen, wäre doch nicht gleich geil. Ist doch nice, dass es hinten jetzt dunkel ist. Meine Stimme ist schon ein bisschen müde und am Arsch. Und ich bin viel mehr hyperaktiv, wenn ich, wenn ich dunkel bin. Ich kann nicht mal mehr reden. Wenn ich müde bin. Halt, ja, voll. Darum finde ich es eigentlich noch ganz geil, so um die Uhrzeit mit eurer Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ich habe mir eigentlich ein anderes Thema für heute überlegt. Und zwar, lustigerweise, haben das auch viele gewünscht, aufgrund von meiner letzten Podcast-Folge. Ich habe dort so ein bisschen über schlechte Noten in der Schule geredet, allgemein Lernen und so. Und habe auch angesprochen, dass ich ADS respektive ADHS habe. Und mega viel haben wir so unter der Woche jetzt also geschrieben, so, hey, könntest du mal über das eine Podcast-Folge machen, würde mich voll interessieren. Oder hey, ich kann das auch, kannst du mal etwas dazu sagen oder irgendwie so. Und ich würde sagen, es ist schon so kein Begriff. Also ich glaube, viele kennen das schon, aber vielleicht ist es gleich immer noch spannend, das so ein bisschen von einer Sicht von jemandem, von einer Betroffenen, das klingt mega schlimm, aber so schlimm ist es nicht, ja, zu hören, so wie ich zu dem, also ja, nicht wie ich zu dem gekommen bin, aber wie ich das erfahren habe, dass ich das habe, was das eigentlich genau ist, ja, vielleicht weiß man gleich nicht genau, was das ist. Ich habe das Gefühl, gerade so ADHS ist so in der Gesellschaft mega ein Ding von einfach nur hyperaktiv. Also gerade Kinder, die mega hyperaktiv sind, ja, du hast safe ADHS einfach und dann bist du einfach schon abgestempelt. Aber actually ist das so ein kleiner Punkt von ich sag mal, ich weiß nicht, ob man dem offiziell Krankheit kann sagen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Krankheit ist. Also wie
ja, ist jetzt mega schwierig zu sagen, es ist auch wie eine Störung. Ich glaube, eine Störung. Das klingt irgendwie auch ein bisschen weird. Aber ja, ich werde auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge genauer darauf eingehen. Ich muss vielleicht an dieser Stelle noch sagen, ich bin obviously kein Experte, ich bin kein Arzt. Ich rede von meinen eigenen Erfahrungen. Klar, ich habe auch noch so ein bisschen gegoogelt und mich ja, natürlich auch mit dem ganzen Thema sonst einfach immer schon ein bisschen auseinandergesetzt, weil sobald es einen betrifft, findet man es halt auch selber so ein bisschen spannender, so ein bisschen mehr über sich selber zu erfahren. Und genau, darum, aber Disclaimer eben, wie also ich kann nicht zu 100% garantieren, dass das alles zu 100% eins zu eins so stimmt, wie ich es sagen will. Und ich will auch, dass ihr wisst, dass gerade wenn ich zum Beispiel Sachen anspreche, wo, ja, wie soll ich sagen, die Merkmale oder die Anzeichen für ADHS oder ADS ist, dass, dass es bei gewissen Punkten natürlich Übereinstimmungen kann geben mit Leuten, die kein ADHS haben, obviously. Und das heisst nicht gerade, wenn ihr könnt agreeen oder so, dass ihr dann auch gerade ADHS habt oder ADS. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das abklären lässt. Ich habe das damals auch gemacht mit einem Arzt und voll. Dass es nicht einfach mir sich selber irgendwelche random Diagnosen gibt, sondern dass es wirklich auch abklären lässt. Also ja, in dem Sinn, es ist ja nicht, also wenn ihr jetzt alle Punkte voll zustimmen und merkt, hey, das könnte auch bei mir etwas sein, dann kann es ja natürlich auch sein, es ist ja wie, ja, ich glaube, erst vielleicht auch ein Thema, wenn man jetzt Ritalin oder so nehmen. Da habe ich dann auch noch dazu gekommen zu dem Thema. Ich habe das actually als Kind auch genommen. Vielleicht spannend, weil das ein sehr umstrittenes Thema ist. Ob man das jetzt nehmen soll, nicht, ist das schlimm, bla. Ja, darum, das wird auch kritisch. Aber ja, ich fange einfach mal an. Ich glaube, ich fange vor allem in meiner Kindheit an, wie das Ganze herausgefunden wurde ist. Und zwar ist meiner Mom das aufgefallen und meinen Lehrer. Also ich habe das so ein bisschen aufgeschrieben, ich habe wieder meinen Blog dabei. Und zwar haben die LehrerInnen sich bei meiner Mom, respektive meinen Eltern gemeldet, aber meine Mom war halt vor allem die, die so mit denen Kontakt hat. Also was heisst das? Ja. Und zwar haben die meiner Mom gesagt, hey, also ist das einfach ein Elterngespräch? Ich weiß es gar nicht. Ich bin halt nicht dabei gewesen, so. Aber auf jeden Fall haben meine Lehrer meiner Mom gesagt, hey, uns fällt auf, dass sie mega Konzentrationsstörungen hat oder wie Konzentrationsschwierigkeiten hat. Also zum Beispiel, dass ich im Unterricht eigentlich wie nicht zuhören, aber ich mache auch nicht etwas anderes. Also sie haben es voll so beschrieben, dass ich wie, wenn ich sie anschaue, dann haben sie das Gefühl, ich schaue durch sie durch. Und ich bin mega verträumt gewesen. Und das macht mich auch selber erinnern. Also in meiner ganzen Schulzeit würde ich das sagen, dass ich ein mega verträumter Mensch war. Es ist mir mega schwer gefallen, mich zu konzentrieren oder ja, einfach aufzupassen und Sachen mir merken und so. Also ich glaube, der meistgehörte Spruch, den ich in meiner ganzen Schulzeit gehört habe, war, hast du nicht aufgepasst, nicht zugelassen oder irgendwie so. Also mega oft haben irgendwelche Lehrer dann eine Aufgabe gegeben und dann haben alle das gemacht, obviously. Und ich bin wie dann plötzlich von meinem Verträumten aufgewacht und bin so gewesen, oh shit, jetzt machen alle etwas, was muss ich machen? Und dann habe ich meine Nachbarn gefragt, hey, was müssen wir machen? Und das war wirklich so, so oft gewesen. Oder auch mega oft, also zum Beispiel auch jetzt im Studium merke ich noch so, dass Leute Sachen wissen, wo ich so bin, hey, wann haben sie das gesagt? weil ich einfach irgendwie entweder gar nicht aufpasse und verträumt bin oder das so schnell wieder vergesse, dass es wie so ein mega starker Filter bei mir ist. So, es geht an mein Hirn denkt, Bro, nee, nicht wichtig, vergessen wir wieder. Ja, das habe ich als Kind mega, mega stark gemerkt. Dann einfach allgemein, dass ich in der Schule mega leise war. Aber wenn ich heimgekommen bin, bin ich mega hyperaktiv und laut. Also ein richtig, richtig kranker Kontrast. Also meine Mom hat aber gesagt, so, ich bin richtig, wie so Furore, ich kann es Wort ja, bin. Also richtig einfach hyperaktiv, laut, die ganze I don't know. Und in der Schule bin ich mega, mega leise gewesen. Also meine Mama war richtig überrascht, als meine Lehrer gesagt haben, dass ich ein mega Schüche war, mega leise, zurückhaltend, kein Pieps von mir gibt. Also es war ein mega kranker Kontrast gewesen. Ja, also wirklich einen Ausgleich den die gebraucht haben. I don't know. Und was auch mega als Kind krass war, ist, dass ich Projekte angefangen habe und die nicht beendet habe. Also das mag ich mir selber erinnern. Ich hatte so oft einfach random Ideen gehabt,
bin voll dabei gewesen. Ich so, oh mein Gott, das ist so eine geile Idee, das muss ich jetzt gerade anfangen, bin richtig hyped gewesen. Und dann irgendwann in der Mitte des Projekts habe ich so auf einmal keinen Bock mehr gehabt. Ich weiss zum Beispiel nachher so eine Edelsteins, also ich bin mega, boah, Edelsteine sind so cool und so, alle gekauft, bla. Habe zum Beispiel dann die habe ich so irgendwie vorgehabt, jetzt mich richtig in das Thema hineinzusteigern und da mich schlau machen, habe dann ein ganzes Atelier bei mir daheim aufgebaut und keine Ahnung was. Und dann so ein leeres Buch angefangen mit so Bildern, Edelstein, das ist der kann das und das. Und nach 3 Seiten habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Das heisst, ich habe wirklich, mein ganzer Schrank ist voller angefangene Bücher gewesen, mit irgendwelchen Ideen, die ich nie beendet habe. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, hey, ich will mal ein Theater machen mit allen Leuten aus der Siedlung, habe mir schon eine Geschichte überlegt, habe ein Lied geschrieben und auch einfach nie mehr beendet. Also nie. Ich bin auch mit ganz, ganz kranken Ideen zu meinem Dad gegangen oder zu meinen Eltern allgemein, die so unrealistisch waren und ich kann mir das aber gar nicht wirklich. Also ich kann gar nicht das so durchdenken, sondern ich habe einfach die Idee gehabt und dachte, das ist gut, aber ich kann gar nicht durchdenken, dass es vielleicht nicht möglich ist oder aufwendig oder teuer oder irgendwie so etwas, sondern ich habe einfach die Idee gehabt und dachte, irgendwie ist das schon möglich. Also ich hatte eben zum Beispiel will ein Theater machen und dann bin ich halt zu meinem Dad so, hey Papi, du musst eine Bühne bauen und so, Mami, du musst Vorhänge und Kostüme nehmen, also wirklich ganz krank. Meine Eltern waren nämlich gesagt, ach, das ist jetzt wieder eine Nathalie-Idee, also es ist wirklich so fast ein Satz, das ist jetzt wieder eine Nathalie-Idee. Und eben, sonst noch, ich bin allgemein verhühnert gewesen, sehr oft zu Puff gehabt, verloren gewesen, bin nicht wirklich organisiert gewesen. Genau, das sind so meine Kindheitssachen gewesen. Und eben meine Mama ist zum Beispiel dann auch einmal in die Schule gegangen, zu mir besuchen. Ist jetzt nicht ein älterer Tag, sondern wirklich mit der Lehrer das abgesprochen, um zu schauen, wie ich in der Schule und so bin und so. Und also es ist wie von der Lehrer aus und von meiner Mama aus dann gewesen, ja, es kann sehr gut sein, dass ich ADS habe. Ich würde allgemein sagen, dass ich ADS habe, weniger ADHS, aber es ist halt sehr ähnlich, beziehungsweise es ist eigentlich das Gleiche, nur dass ADHS noch mit Hyperaktivität zu tun hat. Das kann ich dann nachher genau erklären, was es eigentlich biologisch gesehen her ist. Also ja, obviously, oh, keine Angst, da kommt jetzt keine Biologiestunde, einfach so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen Basics wissen oder so ein bisschen checken, um was es eigentlich geht. Aber noch kurz zum Beenden, meine Mom ist dann mit mir zum Doktor gegangen und wir haben das Ganze so ein bisschen abklären. Ich mag mich ehrlich gesagt gar nicht genau erinnern, was wir gemacht haben oder ob wir einfach gesagt haben oder irgendwie so. Und er hat mir dann einfach erklärt, dass es halt eben, ja, soll ich jetzt schon kurz zum Thema Ritalin, ich weiß halt nicht. Aber vielleicht kann ich am Schluss noch genau was dazu sagen. Aber es gibt halt, also für die nicht wissen, was Ritalin ist, das ist halt eine Tablette, die sehr umstritten ist, sage ich mal, wo du kannst nehmen, zum, ja, gerade für Leute, die ADHS haben oder ADS, das ist einfach zum das in den Griff zu bekommen. Ja, damit man sich besser konzentrieren kann, vor allem. Und grundsätzlich, das kommt, ja, da komme ich jetzt glaube nachher dazu. Ich werde das Ganze so ein bisschen erklären, was das genau ist. Und bei dieser Tablette geht es wirklich einfach vor allem auch darum, eben, da kenne ich mich jetzt weniger aus, einfach vor allem, dass der Mangel, den man hat, so quasi so umgestellt wird wie bei einer normalen Person. Also quasi, dass man mit der Tablette, wenn man die nimmt, dann ist man wie eine normale Person ohne ADHS oder ADS. Genau, so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ich hoffe, es ist jetzt nicht komplett falsch gewesen. Aber ich erkläre euch jetzt einfach mal schnell, was der Begriff eigentlich ist. Also eigentlich ist es eine Zusammensetzung aus einem ganz langen Wort, und zwar, also ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und ADS ist einfach ohne Hyperaktivität, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Und das sagt es eigentlich im Namen schon, dass wir Leute, die ADS oder ADHS haben, ich sage jetzt einfach immer ADS, ja, ich weiß nicht, was ist, ja, scheißegal. Also Leute, die ein Defizit haben von der Aufmerksamkeit. Also eigentlich eine Störung in der Aufmerksamkeit, heisst, es fällt uns schwer zum aufmerksam sein. Und darum haben wir da wie ein Defizit. Und grundsätzlich geht es darum, das ist jetzt eben wie gesagt sehr biologisch, aber einfach ganz, ganz einfach erklärt, dass wir ein Ungleichgewicht haben von Botenstoff, heisst ein Mangel. Das heisst, normale Menschen haben von diesen Botenstoffen, die heißen Dopamin vor allem und Noradrenalin. Das sind die 2 Botenstoffe, einfach Stoff, können wir ganz billig, also ganz easy so, wo normale Menschen einen gewissen, ja, einfach die Menge an Dopamin und Noradrenalin haben,
haben Leute mit ADHS einfach viel weniger. Also einfach ein Ungleichgewicht. Und das ist auch der Grund, warum es uns schwerfällt, zum Aufmerksamkeit zu sein. Zum Aufmerksam sein. Alter, ich kann nicht mehr reden, Biologie schon lange nicht mehr gehabt. Aber ich sage jetzt mal, vor allem Dopamin ist immer das Thema vom Dopaminmangel, weil das Dopamin sorgt dafür, dass die Information übertragen wird zwischen den Nervenzellen. Und zwar, also eine Nervenzelle tut ja sich connecten, also es gibt so einen synaptischen Spalt. Und wenn man sich etwas merkt, also ich mache jetzt ein einfaches Beispiel, ich hoffe, das ist richtig. Die Lehrperson sagt etwas und du lernst etwas und dann können sich ja Synapsen verbinden. Heißt von der einen Nervenzelle zu der anderen. Ich glaube, das ist richtig. All die Leute, die jetzt Biologie studieren, ich fühle mich gerade voll ertappt, weil ich es wahrscheinlich voll falsch erkläre. Aber so habe ich es auf jeden Fall verstanden, dass es halt für das Dopamin braucht. Und Noradrenalin. Und Leute, die einen Mangel haben, obviously, dort fällt es einem schwieriger, zum die Connections zwischen zwei Synapsen bzw. Nervenzellen zu machen. Und ja, darum fällt es uns auch schwieriger, eben die Aufmerksamkeit zu sagen. Ich glaube, ich habe es gerade gleich viel zu kompliziert erklärt. Ich hoffe, wir sind gleich irgendwie nachgekommen. Und wenn nicht, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall finde ich es noch spannend, das habe ich erst vorher gerade gelesen, dass indem man aktiv ist oder irgendwie impulsiv oder irgendwie so, dass man dann Dopamin ausschüttet. Also Dopamin ist übrigens auch so ein bisschen bekannt als Glücksgefühl. Aber hat jetzt nicht damit zu tun, dass wenn Leute ADHS haben oder ADS, dass sie weniger glücklich sind. Aber zum Beispiel eben gerade, wenn du Sport machst oder dich bewegst oder so, dann schüttet es mega viel Dopamin aus. Das heißt, Sport kann ja auch glücklich machen. So. Und das ist auch der Grund, warum Leute mit ADHS oder das Hyperaktivitätsding haben, dass sie viel sich bewegen oder impulsiv sind oder so, dass das der Grund ist, weil das viel, also der Körper macht das automatisch, weil so tut es mehr Dopamin ausschütten, weil wir eben einen Dopaminmangel haben. Das habe ich mega spannend gefunden. Aber ja, für die jetzt gar nicht mitgekommen sind, auch kein Ding. Grundsätzlich geht es eben darum, dass normale Menschen keinen Dopaminmangel haben, also keinen Mangel von diesen Bodenstoff. Und Menschen mit ADHS und ADS schon. Und das ist einfach das Problem, warum wir die Aufmerksamkeitsstörung haben. Ja, ich hätte es auch einfach so einfach können erklären, aber ist jetzt scheißegal. Und ich habe jetzt mal da so ein bisschen eine Liste gemacht von diesen ganzen Anzeichen. Und eben, wie gesagt, nochmal kurz Disclaimer. Es gibt natürlich Punkte, die auf jeden irgendwo zutreffen kann. Es sind auch gewisse Punkte einfach auch menschlich. Es geht wirklich darum, wenn du da wirklich rausstichst. Und, also wie gesagt, es ist ja auch etwas Biologisches, dass ein Dopaminmangel ist. Und das Gründe sind, warum das man so ist. Aber wie das er jetzt nicht komplett selber diagnostiziert und denkt, oh mein Gott, da kann ich voll relate, ich bin auch so. Sondern dass es wirklich auch abklären lässt. Eben wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich habe jetzt einfach mal die paar Punkte aufgeschrieben, wo zum einen allgemein halt ADS, ADHS beschreiben. Und ich kann dann so ein bisschen selber von meinen Erfahrungen erzählen, wo ich das mega gemerkt habe. Oder im Alltag, wo ich so ein bisschen so bin. Ein großer Punkt eben, so die Aufmerksamkeitsstörung, dass es einem mega schwerfällt, zum aufmerksam zu sein. Da ist das eine zum Beispiel dass es einem mega schwerfällt, sich zu konzentrieren. Also gerade zum Beispiel so bei längeren Themen oder wiederholenden Themen oder so. Also ich hatte das zum Beispiel auch mega in der Schule gehabt, dass wenn ein Thema also ein Fach habe, wo jetzt für mich eher langweilig ist und mich jetzt nicht so mega interessiert, ich habe komplett abgeschaltet. Ich bin in Lektionen geguckt und ich habe nichts mitbekommen. Ich hätte nicht mal ein Oberbegriff-Thema sagen von dieser Lektion. Ich bin einfach im Raum gehockt und habe in die Ecke gestarrt und bin einfach verträumt gewesen. Es ist nicht mal so gewesen, dass ich mit Nachbarn geredet habe oder etwas anderes gemacht habe oder so, sondern ich bin einfach nur da gehockt und verträumt gewesen und habe etwas anderes überlegt oder bin einfach nicht konzentriert gewesen. Es ist manchmal habe ich ja zugelassen, es ist rein und da wieder raus und ich habe es einfach wieder vergessen. Voll. Und ich merke zum Beispiel das mega in meiner Beziehung. Das finde ich voll krass. Der Can, ihn nervt das manchmal so ein bisschen. Ich verstand es natürlich auch. Aber ich kann halt auch nicht dafür, dass wenn er mir Sachen sagt, dass ich die manchmal einfach wieder vergesse. Also zum Beispiel, wenn wir miteinander reden und er erzählt etwas von sich, dass ich das manchmal einfach wieder vergessen habe. Also zum Beispiel so früher ist das, also gerade als wir uns ein bisschen kennengelernt haben, ist das in Streitsituationen noch ein bisschen schwieriger gewesen, weil er halt das noch nicht so von mir gekannt hat und dann das ihn als persönlichen Angriff gesehen hat, dass ich das jetzt wieder vergessen habe irgendwie. So, also zum Beispiel haben wir so Streit gehabt, wo ein bisschen wiederholender Streit war.
wo es dann irgendwo, wo er etwas angesprochen hat, wo ihn stört, wo er sich wünscht, dass ich das ändere. Und ich habe es dann aber nicht geändert, weil ich es wieder vergessen habe, dass er das gesagt hat. Und ich könnte zum Beispiel nie etwas komplett genau so wiedergeben, wie es eine Person schon gesagt hat. Und ja, das ist einfach so ein bisschen der Scheiß. Und ja, er kann auf jeden Fall, glaube ich, schon ein bisschen besser damit umgehen, weiß, dass ich ADHS habe, ADS, whatever. Ja, darum mittlerweile schon ein bisschen besser. Aber am Anfang, ja, halt schwierig gewesen. Aber ich kann ja komplett nachvollziehen, so mich auch voll abfucken, wenn ich etwas für anspreche, was mich stört. Und dann passiert einfach nichts. Oder die Person hat es wieder vergessen. Und ich bin dann wirklich auch so gewesen, hey, nein, du hast das nie gesagt. Das hast du nie gesagt. Er so, doch. Und ich so, nein, ich schwöre, du hast es nie gesagt. Ja, ist halt schwierig. Manchmal ist es auch wirklich funny, zum Beispiel, wenn wir so Videos zusammen aufgenommen haben, dass er das haben können dann beweisen, also weißt du, YouTube-Videos, so, doch, du hast es ja gesagt. Ich so, oh mein Gott, ich mag mich nicht erinnern, dass wir mit die Konversation hatten oder über das geredet haben. Ja, das ist manchmal ein bisschen krank. Ja, ein Punkt ist auch, dass man sehr leicht ablenkbar ist durch äußere Reize. Also meistens ist es ja so, dass man eben, wenn man ADHS hat, dass man wie soll ich das beschreiben? Für mich ist es halt wie ganz normal, weil ich es nicht anders kenne. Das ist wie wenn jemand farbenblind dir erklärt, wie er sieht. Da kannst du nicht, also wie, du, für mich ist es so normal, ich kenne es ja gar nicht anders. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Mensch ohne ADHS die Welt wahrnimmt. Weil für mich ist es wie so, alle, zum Beispiel mit dem Gehör, alle Eindrücke, die ich höre, so, die sind für mich so gleich und ich kann mich mega schwer auf etwas konzentrieren dann. Also zum Beispiel, wenn ich in einem Restaurant sitze und der Kellnerin mir etwas sagt und es ist etwa gleich laut wie die Aussenwelt, also zum Beispiel wenn es laute Musik ist oder gerade die Leute neben mir auch reden, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann dann dieser Person nicht zulassen. Es muss wirklich, außer die Person ist wirklich dann lauter und man hört es genug gut, dann ist alles easy, aber sobald aussen. Ich kann mich dann nicht auf etwas konzentrieren, sondern ich nehme alle Geräusche auf einmal gleich wahr. Oder zum Beispiel auch, wenn ich mit jemandem am Reden bin so, und die Person erzählt etwas und dann links hinten geht irgendeine andere Person etwas ab oder irgendwie überhupet, dann muss ich muss zurückschauen. Es ist nicht so, dass ich das ausblenden kann, sondern ich schaue dann und dann bin ich schon mit den Gedanken aber jetzt anders, oh mein Gott, wieso hat jetzt die Person gehupet oder irgendwie so und gar nicht mehr im Gespräch und das ist mega schwierig. Und ich habe ein krasses Beispiel, also krasses, wo für mich mega geblieben ist. Und zwar hatte ich im Gymi eine Prüfung, eine Deutschprüfung. Ich glaube, ich hätte einen Aufsatz schreiben oder irgendwie so. Und das Fenster war offen, es war wahrscheinlich Frühling und es hat einen Vogel, der draussen gepfiffen hat. Und ich schwöre, ich konnte die ganze Prüfung mich nicht konzentrieren, weil ich mich so fokussiert auf den Pfiff vom Vogel fokussiert habe. Also wie, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ausser der Vogel hat aufgehört zu pfeifen, aber das ist so krass. Ich habe mich so gar nicht konzentrieren. Das ist wirklich insane. Ich musste zu meinem Lehrer gehen und sagen, jo, bitte mach das Fenster zu. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiss einfach noch, dass ich mir selber gesagt habe, hey, Bro, du hast doch jetzt einfach die Prüfung, wieso kannst du jetzt nicht einfach auf die Prüfung fokussieren? Ich habe so fest den Vogel wahrgenommen. Oh, das weiss ich noch, das war ganz crazy gewesen. Ja, ein weiteres Ding bezüglich Aufmerksamkeit ist, so ein bisschen richtig organisieren. Also, dass man zum Beispiel Probleme hat beim Organisieren von so Aufgaben und Aktivitäten. Da merke ich zum einen, zum Beispiel, das hat mir der Can die ganze Zeit, dass ich alles machen will. Also, wenn zum Beispiel, das finde ich so schwierig, wenn am Abend ich werde eingeladen an eine Party, angenommen das, und ich werde gleichzeitig eingeladen an ein Event, dann entscheide ich mich nicht für etwas entscheiden, sondern mich so, ich will alles machen und ich schaffe das ja schon irgendwie. Ich sage einfach mal zuerst bei allem zu und dann erst, wenn der Tag X kommt, bin ich so, oh, okay, ja, ich gehe wahrscheinlich eine halbe Stunde zuerst an das Event, dann gehe ich nachher an eine Party, dann gehe ich, weißt du, also komplett stupid. Aber ich kann wie nicht ganz irgendwie das zeitlich managen, organisieren, weil ich einfach dann alles will. Und also dann habe ich gesagt, Bro, sag du doch einfach, du enttäuschst auch nur Menschen, weil das ist wirklich manchmal so, wenn ich mit Leuten abmache, dass ich dann doch bin, also ich habe es zum Beispiel wirklich einmal so gehabt, ich habe mit einer Kollegin abgemacht und mit einer anderen Kollegin gleichzeitig. Nachher macht das dritte, sind wir an eine Homeparty gegangen und die haben sich nicht gekannt. Ich habe mir also gedacht, wieso hast du nicht einfach jemandem von Anfang an absagen? Also wie, ja, das ist auch so ein kleines Ding. Wir kommen zum zweiten Punkt. Das ist Hyperaktivität. Das muss ich jetzt eben wirklich sagen, habe ich eigentlich praktisch nicht. Ich will schon sagen, ich bin so ein extrovertierter Mensch, habe manchmal eine laute Fresse, aber das Hyperaktive, das zum Beispiel eben Unruhe und das Bedürfnis habe, sich ständig zu bewegen und so, würde ich jetzt sagen, habe ich weniger so, also würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich mega unterscheide von anderen Menschen. So, genau.
Und was auch noch zu Hyperaktivität gehört, ist eben so Schwierigkeiten, jetzt ruhig sitzen und sich entspannen und so. Würde ich jetzt schon sagen, dass ich mich kann entspannen und einfach mal ruhig sitzen. Ich würde sagen, da eben gerade bin ich ja auf der Couch, sitze einfach mal chillig. Was zwar ist, ich tue mega oft so Handbewegungen machen, wenn ich rede. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass man das, also dass das wegen meinem ADHS ist oder so. Darum, ja, das ist jetzt auch schwierig zu sagen. Aber ich will allgemein sagen, dass ich eher ADS habe und weniger ADHS. So, ja. Weiterer Punkt, Impulsivität. Das ist hingegen bei mir crazy. Also, das ist neben der Aufmerksamkeit echt auch so das Ding. Also gerade mehrere Punkte. Vorschnelles Antworten auf Fragen. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmes, wenn mir jemand erzählt und dann redet die Person so ein bisschen langsam oder ich weiß schon, was die Person will sagen und ich muss dann gleich noch warten, bis die Person den Satz beendet hat. Ich bin dann am liebsten, dass ich sage ja, ja und dann geht die Person schon weiter. Aber das ist so schlimm, wenn jemand so ein bisschen langsam redet. Ich glaube, darum rede ich auch so schnell, weil meine Gedankengänge so schnell sind und ich denke dann auch schon, ja, die Person, die jetzt mir gegenüber los, die hat es wahrscheinlich dann auch schon wieder gecheckt oder so. Ja, und auch zum Beispiel so unterbrechen ist ein Ding. Also der Can sagt mir so oft, ey, kannst du mich bitte nicht unterbrechen, kannst du bitte warten, bis ich fertig rede? Oder irgendwie so, weil ich einfach, ist das mühsam, jemandem müssen zuhören und ich weiß schon, was die Person will sagen. Oder irgendwelche eben Fragen oder so. Wenn in der Schule manchmal so jemand, ein Lehrer eine Frage gestellt hat und du hast eigentlich die Antwort schon gewusst, aber du musst irgendwie warten, bis jemand anderes es noch checkt oder irgendwie so. Und ich bin einfach so, ich will am liebsten einfach schon die Antwort sagen oder so. Ja, oder eben auch abwarten, bis man an der Reihe ist, so früher in der Schule. Oh, ist das anstrengend gewesen. Ich kann fast nicht abwarten und auch heute fällt es mir schwer. Ich muss mich richtig aufs Maul hocken. Ja. Und eben auch noch ein anderes Ding ist eben so nicht an Konsequenzen denken. Das habe ich, glaube ich, vorher schon ein bisschen angesprochen. Ein weiterer Punkt, Unvergesslichkeit. Oh mein Gott, das ist auch so schlimm bei mir. Jetzt gerade vorher, ich habe es gerade gemerkt, als ich die Podcast-Folge ready gemacht habe, ich habe mein Handy eingesteckt, um es noch ein bisschen zu laden. Und dann bin ich nachher einen Tee machen, habe da mein Zeug ready gemacht, so ein paar Notizen. Und es ist wirklich eine Viertelstunde oder so. Und ich suche mein Handy und ich denke, wo ist mein Handy? Es war nicht in meiner Hosentasche, es war nirgends in diesem Raum. Und ich schwöre, ich suche jeden Tag, also wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Viertel von meinem Leben, nein, okay, das ist zu übertrieben, aber so oft suche ich mein Handy, sicher jeden Tag, mindestens 2-mal. Und ich denke mir, immer wenn ich es gefunden habe, ich so, Bro, what the fuck? Wieso hast du es wieder vergessen, dass du es dort her hast? Und ich habe manchmal einen Moment, wo ich so bin, wie ist es jetzt daher gekommen? Also wirklich, manchmal bin ich so hart vergesslich. Und es ist jetzt auch gerade letztens etwas so Krankes passiert. Meine Eltern haben mich so ausgelacht. Ich denke manchmal selber, wie? Zuerst mal, ich bin im Stress gewesen, weil ich bin als Big Chur, habe mein Zeug gepackt, wollte auf den Bus. Zuerst mal, ich finde meine AirPods nicht. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, um meine AirPods zu suchen. Sie sind nachher irgendwo einfach unter einem Block gewesen, und ich hätte einfach den Block schnell lupfen. Wahrscheinlich habe ich sogar den Block noch selber drauf da, ich weiß es nicht. Aber ich habe wegen dem den Bus verpasst, um den scheiß Block zu suchen. Da habe ich meine Mom, zum den AirPods zu suchen, dann habe ich endlich nach so 10 Minuten meine scheiß AirPods gefunden. Und es ist so lustig. Ich sage meiner Mama, kannst du mich bitte fahren? Und dann will sie mich so fahren, wir wollen den Steg runtergehen zu der Garage. Und dann sage ich, Mami, wo ist mein Koffer? Wo ist mein scheiß Koffer? Und sorry, okay, AirPods kannst du vielleicht noch verlieren oder verlegen. Aber nicht einen Koffer. Und ich habe ihn in der ganzen Wohnung gesucht. Ich habe nachher einen Zug später nehmen. Ich bin in meinem Zimmer, ich bin in der Stube drin. Mein Koffer war nirgends im Gang. Nirgends. Und ich habe mir gedacht, wie zum Fick kannst du einen Koffer verlegen? Wie? Das ist nicht menschenmöglich. Meine Mama hat gesagt, das kann nicht sein. Und nachher ist mir irgendwann in den Sinn gekommen und ich bin so dumm gewesen. Ich bin zu der Bushaltestelle angelaufen und ich bin nachher wieder zurückgelaufen, weil ich gemerkt habe, ich meine AirPods nicht. Ich habe einfach meinen Koffer dort stehen lassen. Irgendwo in der Mitte auf dem Weg von mir daheim bis zu der Bushaltestelle. Einfach so! Wie random, Alter! Aber ja, ich habe dann auch irgendwie nach 10 Minuten gefunden und habe eben einen Zug später nehmen müssen. Aber das ist einfach so eine Aktion, die für mich so typisch einfach wegen ADS so komplett vergesslich und komplett einfach auch, what the fuck, ja. Das passiert mir wirklich auch sehr, sehr oft, dass ich so vergesslich bin. Sachen verlegen, so Alltagssachen, das ist so schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Punkt und das ist so das Arbeitsleistungen. Da geht es vor allem darum, eben, dass es ja, so schwierig ist, zum Aufgaben abschließen. Ich glaube, das habe ich erst schon ein bisschen erzählt, eben, als ich so ein Kind war und so. Mittlerweile habe ich da eigentlich weniger Probleme, würde ich sagen. Ich bin auch voll stolz auf mich.
haben wir sogar den Jump voll gesagt, voll cute, dass ich so das ganze Social Media Zeug so durchziehe. Ich meine, ich mache es jetzt seit 5 Jahren und ich ziehe das straight durch. Und ja, ich habe noch nie eine Pause gemacht oder so. Auch Beziehungen ziehe ich eigentlich straight durch. Habe ich jetzt auch noch nie eine Pause gemacht. Ja, darum, irgendwie, da bin ich auf jeden Fall besser. Aber als Kind bin ich da schon auch recht schlimm gewesen. So mit eben Sachen können durchziehen. Da bin ich auch wirklich meine Mom eben wieder eine Natalie-Idee, die nicht durchziehen wird. Ich glaube, hätte ich die coole Idee gehabt und hätte sie nachher auch wirklich umgesetzt oder gemacht oder ja, wäre ich jetzt der Experte im Edelstein gewesen, dann hätte sie es auch cool gefunden. Aber es war ja oft das Ding, gewesen, dass ich dann etwas angefangen habe und zum Beispiel meine Mom hat es dann immer aufräumen. Ja, darum hat sie das meistens nicht so toll gefunden und jetzt nicht so supported. Was ich auch komplett verstehe. Ich habe mich auch angeschissen, so eine Tochter wie mich. Nein. Aber ja, das sind jetzt so ein bisschen all die Anzeichen gewesen. Eben, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen erkennen, I don't know. Eben, wie gesagt, ich sage es jetzt einfach gleich nochmal. Es ist natürlich auch vieles einfach menschlich, dass man mal vergesslich ist, dass man mal nicht aufmerksam ist, dass man vielleicht mal hyperaktiv ist oder mal impulsiv oder irgendwie so. Ich glaube, wir haben jetzt schon langsam so ein bisschen den Sinn von der ganzen Sache erkannt, dass es, ja, all die ganzen Themen, dass es vielleicht schon noch ein Unterschied ist zu einem normalen Menschen, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Voll. Und falls ihr jetzt voll euch habt können wiedererkennen, dann ist es ja vielleicht sogar auch cool, dass ihr das herausgefunden habt jetzt über euch und dass ihr das eben, wenn ihr Bock habt, einfach auch mal wirklich abklären lasst. Genau. Vielleicht, was ich auch noch wichtig finde zum sagen, ist, dass das vor allem, ich sage jetzt einfach mal, nein, ich sage Störung, nicht Krankheit. Störung finde ich besser. Aber Störungen sind auch blöd. Und ich weiß ja gar nicht, ob es eine Krankheit ist. Ich glaube, es ist keine Krankheit. Ja, auf jeden Fall eine Störung. Es ist eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ich finde es spannend, dass das vor allem eigentlich eine Störung ist bei Kindern und Jugendlichen. Also je älter man wird, desto mehr geht es eigentlich weg. Es gibt natürlich klar auch Erwachsene mit ADHS und ADS, aber grundsätzlich ist schon so ein Ding von Kindern. Also gerade zum Beispiel eben in der Schule, im Kinski ist das sehr krass. Aber ich kann mir auch mega gut vorstellen, also ich finde das irgendwie ein spannendes Thema, ob das wirklich einfach weggeht, weil irgendwo biologisch her gesehen müsste ja dann heißen, dass man weniger einen Dopaminmangel hat. Aber ich kann mir auch mega gut vorstellen, dass es so ein Gesellschaftsding ist, dass man halt irgendwann halt lernt, sich anzupassen. Wie im Kinski kannst du ja easy einfach mal hyperaktiv sein und reinschreien und ähm, so. Und je erwachsener du wirst, also wie das muss ich jetzt auch die ganze Zeit lernen, ich gebe mir mega Mühe, dass ich niemanden unterbrich oder dass ich eben nicht ganz viel dann so das Impulsive habe. Ich gebe mir wieder mega Mühe und ich muss wahrscheinlich mehr aufpassen als andere Menschen. Die haben das einfach so im Blut halt, im Urin und ich muss da halt wirklich mir Mühe geben, aktiv, dass ich niemanden unterbrich und so. Und darum kann ich mir wie vorstellen, dass es schon eigentlich ein Ding kann sein, wo auch Erwachsene immer noch haben, aber halt vielleicht besser wissen, wie damit umgehen. Das finde ich eigentlich noch spannend, das weiß ich actually nicht. Also falls du ein Arzt da draussen bist, Ärztin, die da Bescheid weiss oder eben Biologie studiert oder Neurobiologie, könnt ihr mir mal sagen, würde mich mega interessieren. Ja, ich komme jetzt noch schnell zum letzten Punkt. Meine Kamera hat nicht mehr so viel Akku, ich hoffe, das lange. Ah. Und zwar zum Punkt Ritalin. Eben, mein Arzt hat mir damals Ritalin verschrieben. Und es ist sehr umstritten. Es ist, glaube ich, vor allem umstritten, einfach weil es so ein bisschen ein ruhiges Stellen ist. Gerade bei Kindern, die halt hyperaktiv sind, die sind dann meistens auch viel ruhiger. Aber also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, Ritalin sorgt doch vor allem dafür, dass du, also du nicht mehr den Mangel hast von Dopamin, sondern dass du wie genug Dopamin hast. So. Und dass du dich dann dementsprechend auch genug kannst konzentrieren. Und ich kann von meinen Erfahrungen jetzt einfach reden. Das sind wirklich meine Erfahrungen. Das ist bei jedem anders. Es gibt auch Leute, da sehen sie keinen Unterschied. Oder I don't know. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es Nebenwirkungen gibt. Ich glaube, es gibt auch Nebenwirkungen. Darum, falls, also eben, wie gesagt, es ist mega umstritten. Ich rede jetzt einfach von meinen Erfahrungen. Falls ihr das mehr interessiert, dann klärt das mit euren Ärzten ab, googelt das, informiert euch da unbedingt, weil eben ich rede jetzt wirklich nur von meinen Erfahrungen. Genau, eben wie gesagt, ich habe das damals als Kind genommen, in der Unterstufe, Mittelstufe. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, ich glaube 4 Jahre lang oder so. Bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, mir persönlich hat es etwas genützt. Weil gerade das Aufmerksamkeitsding, ich weiß zum Beispiel, als ich das erste Mal genommen habe, eben wie gesagt, ich bin halt das Kind gewesen, also es war eigentlich ein bisschen die Entscheidung von meiner Mom gewesen, respektive von meinen Eltern, dass sie mir das geben. Und ich bin ihnen eigentlich in dem Sinne mega dankbar, weil das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Ich glaube,
wenn du ein Kind bist und ADHS hast, ist es vielleicht einfach mal easy, das auszuprobieren. Und es muss ja nicht heißen, dass man das nachher wirklich immer nimmt. Oder dass man dann gerade muss, also abhängig so ist. So, dass man das einfach mal testet. Weil ich weiss zum Beispiel noch mega, bei mir ist das mega krass, so das erste Mal gewesen, als ich Ritalin genommen habe, dass ich einen mega kranken Unterschied gemerkt habe. Ich finde es zwar spannend, es könnte vielleicht sogar der Placebo-Effekt sein. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte das am Morgen genommen, bin nachher in die Schule und das war so gefühlt meine erste Lektion, wo ich zugelassen habe und alles mitbekommen habe und mitgemacht habe und dabei war und es cool gefunden habe und so. Weil ich einfach aufmerksam war in der Lektion. Also ich weiß einfach noch, dass es für mich mega crazy war, dass ich auf einmal das Gefühl habe, hey, ich bin ja gar nicht dumm, hey, ich check ja irgendwie alles und hey, ich kann ja mitreden und I don't know, ich habe mich sonst immer so ein bisschen einfach dumm gefühlt in der Schule auch, weil eben ich bin immer die, die nachgefragt hat, die es nicht verstanden hat, die 50 Mal hat müssen nochmal um Erklärung bitten, ob sie es mir erklären können und nichts mitbekommen hat von der Lektion und die haben dann nachher alles hat müssen selber lernen. Also wirklich, das war mir so ein riesiges Ding gewesen. Und wenn ich das so ein bisschen als Kind konsumiert habe, einfach so regelmäßig eingenommen habe, ich habe das dann wirklich eine Zeit lang eben, ich glaube um die 4 Jahre, ich muss zwar sagen, ich glaube so mindestens ein Jahr sehr, sehr regelmäßig, jeden Tag. Und nachher irgendwann dann so, zum Beispiel nur noch dann, wenn ich Prüfungen hatte oder so, dass ich mich einfach dann wirklich konzentrieren kann. Und nicht, dass irgendein scheiß Vogel vor der Tür da ist. Genau. Aber wie ein Jahr lang habe ich es wirklich straight jeden Tag eingenommen. Und das hat für mich einen krassen Unterschied einfach gemacht. Weil ich gemerkt habe, ich kann mich konzentrieren. Und ich habe es vor allem dann nachher auch ein bisschen abgesetzt. Weil es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat. Ich habe wie mal gecheckt, wie das ist, wenn man sich konzentrieren kann, so, ich sag mal, die andere Welt so ein bisschen sehen. Und es ist mir nachher auch einfach, ach, jetzt ist meine Kamera ausgegangen, mal nur ein Scheissdreck. Aber ja, der Podcast ist gerade fertig, ich sehe mich jetzt einfach nicht mehr, es tut mir leid. Aber ich sage noch schnell fertig. Es ist für mich einfach, hat es mir so ein bisschen Klick gemacht und ich habe so ein bisschen gelernt, wie damit umgehen im Alltag. Ohne Ritalin, aber gleich, also wie das ist, wie man mit dem umgehen kann. Und ja, habe wie so ein bisschen gecheckt, wie ich mich kann verhalten im Alltag, dass ich das Ritalin nicht brauche und gleich so viele Sachen mitbekomme. So ein bisschen. Ich habe wie so ein bisschen gelernt, aufmerksam zu sein. Macht das Sinn? Ja. Aber mittlerweile nehme ich es gar nicht mehr. Also ich hätte auch gar nicht mehr die Hause. Und es ist auch, glaube ich, was anderes, wenn du dann erwachsen wirst und so, dann müsstest du dich, glaube ich, nochmal abklären beim Arzt. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Also darum, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob das bei mir noch so mega krass ist, aber ich selber würde jetzt, also gesehen halt das Ganze schon noch so, dass ich es habe, einfach aufgrund von diesen Anzeichen. Genau, ja, darum, das sind so ein bisschen meine Erfahrungen mit Ritalin und eben, wie gesagt, es kann jedem anders sein und ja, es ist halt wirklich sehr, sehr kritisches Thema, wo jeder eine komplett andere Meinung hat. Es gibt ja zum Beispiel Eltern, die mega, mega krass dagegen sind und ja nicht wollen, dass ihr Kind das nimmt, was ich auch voll respektiere. Darum, es ist jedem seine Entscheidung, die Entscheidung der Eltern, aber ich finde es gleich wichtig, dass man sich mal auf jeden Fall darüber genau informiert. Hey, was ist das genau? Will ich das mal ausprobieren? Will mein Kind das mal ausprobieren? Irgendwie so. Weil eben mir persönlich hat es geholfen, aber ich möchte jetzt natürlich auch nicht Werbung für das machen. Und es könnte ja vielleicht auch einfach nicht wirken. Oder eben, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Nebenwirkungen aussieht. Eben, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht mega stark informiert. Ich habe jetzt einfach nur von meinen Erfahrungen erzählt. Und ich bin halt auch damals ein Kind gewesen. Also meine Mama hat sich eigentlich mega informiert bei dem ganzen Thema. Genau, darum, ja, das wäre eigentlich so ein bisschen meine Podcast-Folge gewesen. Ich hoffe, ihr seid irgendwie gleich nachgekommen und ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt irgendetwas Falsches gesagt habe und ihr seid da der neurobiologische Arzt oder ihr sind da etwas am Studieren von Neurobiologie. Ja, ich habe es jetzt einfach als neutrale People, wo Kunst studiert, erzählt. Ja, aber ich habe es mega spannend gefunden, mal mit euch über das zu haken, weil es noch nie so ein Thema war, glaube ich, sonst. Ich habe immer so ein bisschen davon geredet, dass ich es habe. Aber ja, und also wie, noch kurz zum Sagen, es ist jetzt nicht so mega krank einschränkt in meinem Leben, weil ich kenne es ja gar nicht anders. Darum, ja, ist jetzt auch nicht irgendwie so, also ist jetzt null ein Mitleidsding oder so. Sondern ich wollte einfach, dass ich mal über das rede und das habe ich jetzt gemacht. Voll. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Abonniert mich doch auf Spotify und YouTube oder auf welcher Plattform ihr gerade seid.
Und ja, ich würde mich sehr freuen über Kommentare. Ich kann mal schreiben, eben, was so ein bisschen eure Meinung zum Ganzen ist. Also, was eure Meinung ist, so, keine Ahnung, was vielleicht ihr schon für Erfahrungen damit gemacht habt. Oder ja, ob ihr vielleicht Leute in eurem Umfeld kennt oder ob ihr es vielleicht selber habt. Oder vielleicht gibt es auch gewisse Punkte, wo ihr euch kennt. Whatever, schreibt einfach in die Kommentare irgendwelche Sachen. Freue ich mich immer sehr drüber, finde ich immer geil. Und ja, bewertet den Podcast unbedingt mit 5 Sternen, Freunde. Wir müssen wieder mal ein bisschen aufkommen in den Charts. Also, sagt es euren Friends, eurer Family, dass es ein crazy geiler Podcast ist. Postet sie eure Story. Und dann supportet mich einfach. Merci. Also, bis nächste Woche, dann reden wir über die Wohnung mit dem Jansen. Also, tschüss.